Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Leute, diesmal zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Ja, ich werde beide mit reinnehmen, weil unter dem Spiel oder der Spielanalyse-Video waren jetzt nicht so viele Kommentare, dass es nicht schaffbar ist. Von daher nehmen wir die Kommentare aus der PK auch mit rein, weil ich einfach schreibfauler Sack bin. Und damit gehen wir rein. Mein Name ist Vetter Kai, Servus. Genau der erhoffte Einstand zum Start ging mir da genau wie dir. Dass ich einfach zufrieden bin. Insgesamt ein vernünftiges Spiel mit passendem Ergebnis. Angesichts Stimmung, Rest in Peace Franz, Motivation und Blick nach vorne war das so in Ordnung. Zumal man nicht ganz außer Acht lassen sollte, dass man einerseits zu Franz Ehren spielte und der Einstand ins neue Jahr war und man nun gleich 3 Spiele in 7 Tagen vor der Brust hat. Erst kurze Pause und dann direkt nach dem Start Ausdauertraining. Das kann egal gegen welchen Gegner schon mal Probleme bereiten, je nach Form der einzelnen Spieler. Natürlich sollte die Mannschaft dazu fähig sein, keine Frage. Ich bin da vermutlich eher wieder auf dem Bammelmodus. Zumindest hoffe ich, dass ich wieder gedanklich nur zu ängstlich bin. Start gelungen, freuen wir uns einfach aufs Kommende. Auch wenn Franz ein Loch in unserer aller Herzen hinterlässt. Er wird von oben weiter zuschauen. Ein Bild, das mich beruhigter zurücklässt angesichts der Vorstellung, wie er auf der Wolke über den Stadion thront. Ein schöner Gedanke. Hoffen wir, dass es so ist. Ich bin auch sehr gespannt, wie wir... Also ich habe es ja in dem Video gesagt, also mit dem Spiel persönlich fand ich es okay. Ja, na klar, waren viele, was heißt viele? 3 Szenen drin, wo man hätte besser verteidigen müssen und es hätte natürlich kippen können. Hätte Fahrradkette, wen interessiert es am Ende des Tages? Wir haben das Ding 13-0 gewonnen. Die zweite Halbzeit war für mich persönlich auf jeden Fall unterhaltsam, mit Chancen auf beiden Seiten. Und es wird interessant zu sehen sein, wie wir jetzt aus diesem Kurztrainingslager kommen. Mal, was man so gesehen oder gehört hat, lässt Tuchel da ja auch gut bolzen. Auch konditionsmäßig, Steigerungsläufe und sowas. Aber ja, und wie du dann sagst, dann haben wir 3 Spiele in 7 Tagen. Und dann danach, denke ich, können wir dann schon, ja, dann sehen wir schon ein kleines Fazit, wie gut wir reingekommen sind oder halt auch nicht. Bin sehr gespannt. Starbase, ein verdienter Sieg, 13-0, danke Neuer, dass du so gut gehalten hast. Mr. Hullers, wie immer eine sehr treffende Analyse, das Spiel war völlig in Ordnung, wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht und in den 10 starken Minuten des Gegners keins bekommen. Das ist meiner Einschätzung oder meiner Erfahrung ein deutlicher Unterschied zu den letzten beiden Spielzeiten. Was mir allerdings nicht in die Birne geht, wieso kann bei uns eigentlich kaum jemand flanken? Ja. Kann ich von den Profis, egal ob jetzt Leimer, Fonsi oder Mazraoui ist, nicht erwarten, dass man das trainiert und dann auch anständige Flanken schlägt. Ich glaube einfach, dass es nicht gewollt ist bei uns. Also ich stimme dir 100% zu. Ich kann mich auch an 1, 2 Flanken von Fonsi erinnern. Jetzt nicht in dem Spiel, also generell so in dieser Saison. Aber auch ein King zum Beispiel. Grottig. Hat das eine Spiel, da, du weiß nicht, da war ja anscheinend Flanken erlaubt. Das war ja grottiger als grottig, was da kam. Also. Aber ich glaube halt, dass das aktuell, zumindest hat man den Eindruck, dass es nicht wirklich gewollt ist und daher wahrscheinlich auch nicht trainiert wird. Also, ja, das ist wild. Wie gesagt, die einzige gute Flanke kam dann von Kimmich. Also, weiß ich auch nicht. Mir fallen viele Spieler aus der 3. Liga ein, die deutlich besser flanken können als die genannten Personen. Mir fällt es jedenfalls schwer, dein Argument Kimmich als RV, weil er als einziger flanken kann, zu akzeptieren. Ja, was soll ich dir sagen? Die einzige gefährliche Flanke kam vom Kimmich. Also ist ja dann schon ein Argument für einen Kimmich. Aber ja, ich verstehe natürlich, was du meinst. Es muss natürlich so sein, dass Außenverteidiger flanken können und auch die Außenbahnspieler sollten vernünftig flanken können. Ja? Aber ich kann mich an keine Flanke vom Sané die Saison erinnern und die Flanken von King waren alle grottig. Also. Und außerdem tun wir das auch viel, viel zu selten. Also es ist ja anscheinend kein taktisches Mittel bei uns. Also von daher. Schwer zu beurteilen. Ne? Starke Leistung von Musiala, heute der beste Spieler auf dem Platz. Ja, dem stimme ich zu. Mit Neuer.
Nee, stimme ich nicht zu. Aber Ansichtssache, ne? Tai, im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden mit dem Spiel. Alle Mannschaftsteile sahen mir sehr konzentriert aus. Sehr erfrischend war es auch, dass die Ecken diesmal anders ausgeführt wurden mit 4 Leuten, die kurz stehen und dadurch dann auch das erste Tor gefallen ist. Durch Musiala. Kleiner Wermutstropfen meiner Meinung nach sind zwar die 1-2 Chancen von Hoffenheim, aber da hat der Manu uns nochmal gerettet, auch dank dem Unvermögen von Hoffenheim. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu bemängeln. Hatten das Spiel unter Kontrolle über weite Strecken und auch kein Gegentor zu bekommen, ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, das denke ich auch. Ja, Hoffenheim hatte da eine gute Phase von 10, 15 Minuten. Da hat ein Manu zweimal gut gehalten. Dafür ist er aber auch im Bayern-Tor. Dafür ist er auch Manuel Neuer. Und ansonsten haben wir das Spiel absolut im Griff gehabt. Melmonik, ein glanzloser Pflichtsieg. Geht schon okay, war kalt. Die TSG war vor allem in der zweiten Halbzeit öfter am Drücker. Da sahen wir nicht immer souverän aus. Das Investorenbanner hätte in Spiel 1 nach Beckenbauers Tod nicht sein müssen. Nee, hätte es auch nicht. Bin ich komplett bei dir. Also der Banner, der da hing, hätte da gerne 90 Minuten hängen bleiben sollen, meiner Meinung nach. Ja, ich verstehe das. So, da ist er wieder. Also nochmal Melmonik. Ein glanzvoller Pflichtsieg, geht schon okay, war kalt. TSG war vor allem in der zweiten Halbzeit öfter am Drücker, da sahen wir nicht immer souverän aus. Das Investorenbanner hätte in Spiel 1 nach Beckenbauers Tod nicht sein müssen. Genau, da waren wir bei dem Thema. Hätte auch dieser Stimmungsboykott, die ersten 12 Minuten, aber das waren wieder alles gut, ich verstehe das, ich gehe da auch voll mit, ich stehe da voll hinter mit diesen Investoren-Geschichte, dass man da protestiert. Aber an diesem Tag, sorry, muss ich knallhart so sagen, hätte man alles mal dem Franz unterordnen sollen. Ich meine, es war klar, die Aktion und so war schön. Auch die Stimmung aus der Kurve, da mit gute Freunde und sowas. Aber da muss man dann einfach mal aus Respekt, finde ich, die Sportpolitik mal hinten anstehen lassen für einen Tag. Ja, also habe ich absolut nicht verstanden und fand ich auch nicht gut persönlich. Auch weil ich die Intention verstehe, natürlich dahinter, gerade wenn dann vielleicht der Fokus auf diesem Spiel eben wegen der Trauer um Franz natürlich da ist und größer ist. Aber muss man das instrumentalisieren dann? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hätte man mit Sicherheit besser lösen können in meinen Augen. Ja, aber auf der anderen Seite hat man halt bestimmte Prinzipien, die man dann da auch durchdrücken möchte. I don't know. Ich persönlich hätte es halt einfach gut gefunden, hätte man das Ganze mal für einen Spieltag ausgesetzt. Ja, also ich denke, man hätte das dann. Also es wird ja in den nächsten Spielen weitergehen. Ja, also. Aber gut. Nur meine Meinung. Chris, wie immer 13-0. Ergebnis zählt, gewonnen. Ich fand auch verdient, aber doch extrem viele Fehlpässe beim letzten Zuspiel. Vielleicht wegen den Umständen, aber auch weil nur durch die Mitte gespielt wurde, dann ist es zu eng. Toll fand ich die Art und Weise der Unterstützung der Fans, war schon klasse, gerade in der ersten Halbzeit. Auch, dass der Verein nach den Toren die Musik von Franz gespielt hat. Das macht natürlich auch was mit den Spielern, darum gut, dass wir gewonnen haben. Hut ab, auch von Neuer, wenn man da 60 Minuten in der Kälte steht und dann im richtigen Moment da ist. Kompliment. Ansonsten haben wir halt die Spieler, die mit Einzelleistung so ein Spiel entscheiden können. Gut, dass alle nun ein paar Tage weg können aus München. Das sollte helfen, um den Kopf frei zu bekommen. Angeblich sollen da ja in erster Linie Standards trainiert werden. Bin gespannt, auch wenn ich immer nervös werde, wenn Tuchel sagt, wir haben super trainiert. Weiter geht's. Guter Jahresauftakt. Cheers. Habe ich jetzt nicht gehört, dass da hauptsächlich Standards trainiert werden sollen. Ich denke, es geht mehr um taktische Dinge. Von daher erwarte ich da schon, dass wir da am Sonntag was sehen. Ja. Den Kopf frei zu bekommen, ja, für die paar Tage natürlich, aber ich glaube, am Freitag ist es, ne, ist die Trauerfeier von Franz, da wird die Mannschaft anwesend sein. Da wird das wieder in den Kopf reingehämmert werden. Ja. Und gerade bei dem einen oder anderen, der da vielleicht ein bisschen mehr Kontakt hatte oder näher stand, wird das da auf jeden Fall wieder präsent sein.
Ja. Zu den Fans, ja, habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Ich fand die Unterstützung auch gut. Ich fand es auch gut, die Gesänge dann aus der Kurve. Ich fand es aber schade mit dem Banner und auch diese ersten Minuten, diesen Stimmungsboykott hätte man sich schenken können, in meinen Augen. Dass die Musik eingespielt wurde, sollte man beibehalten, meiner Meinung nach. Ja. Wäre eine schöne Geschichte. Ich meine, es ist eine absolute Koryphäe, Legende des Vereins gewesen. Und wenn er dann schon einen Song gemacht hat, warum sollte das nicht unser Stadion-Torsound sein? Was spricht dagegen, ne? Oldschool. Gut, die individuelle Klasse von Neuer und Musiala haben uns in diesem Spiel letztendlich gerettet. Gut gefallen hat mir das relativ geschlossene Pressing und Defensivverhalten der Mannschaft nach eigenen Ballverlusten. Da sehe ich schon einen großen Schritt nach vorn unter Tuchel. Muss aber ehrlich sagen, zwischen der 30. und 65. Minute habe ich manchmal gedacht, Mann, die betteln ja schon wieder um den Ausgleich. Nicht jeder Gegner lässt so viele Chancen liegen wie Hoffenheim in diesem Spiel. Aber dafür, dass der FCB ja in den letzten Jahren immer sehr schlecht aus der Winterpause gekommen ist, war das 13:0 natürlich absolut in Ordnung. Generell sehe ich es ähnlich wie du, insgesamt wieder zu viel durch die Mitte, zu wenig Flanken, obwohl Hoffenheim in der ersten Halbzeit auch ganz gut gestanden hat hinten. Stimme ich dir zu, habe ich ja auch gesagt in dem Video, also das Pressing hat mir auch gut gefallen. Ja, das war endlich mal ein mannschaftliches Pressing, nicht nur Thomas Müller alleine oder Thomas Müller +1. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das kann uns in vielen anderen Spielen noch richtig was bringen. Gegen Hoffenheim war es jetzt ein bisschen verpufft, weil die halt gar nicht rausgerückt sind, großartig, aber natürlich haben wir dadurch, ja, die Spielkontrolle behalten, ne? Haben Hoffenheim auch gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Dass Hoffenheim es gut gemacht hat, gut gestanden hat hinten, ja, aber wir haben es ihnen auch zu einfach gemacht. Weil wir zu wenig Bewegung hatten, zu wenig Bewegung auch ohne Ball und einfach stur immer auf die Mitte gerannt sind. Da hätte man ein bisschen anders agieren können. Adrian, solider Sieg offensiv, fehlt mir oft noch die Zielstrebigkeit und Kreativität. Ja, sobald der Gegner tief steht, haben wir da Probleme. Also, was mich positiv überrascht, ist die Leistung von Manuel Neuer. Ohne seine 2 bis 3 Top-Paraden wäre es verdammt eng geworden. Hätte nicht gedacht, dass er so schnell wieder Weltklasse ist. Respekt. Sowas ist nicht selbstverständlich, gerade in seinem Alter. Trotzdem bleibe ich kritisch, nicht wegen Manuel, sondern was kommt danach. Seit Jahren wird da nichts qualitativ aufgebaut. Ja, ja. Aber ja, wenn Neuer wirklich wieder auf sein Top-Level kommt, habe ich ja auch schon, ich weiß gar nicht, habe ich es in dem Video auch gesagt oder was im Stream. Er tut sich das ja nicht an und kämpft sich zurück, um dann nochmal ein Jahr Fußball zu spielen oder ein halbes Jahr. Ich denke, er wird dann auch nochmal 2, 3 Jahre auf hohem Niveau spielen wollen und bin gespannt, ob das bei uns sein wird. Ja, es ist schade, dass wir nicht wirklich was aufbauen dahinter. Wir haben ja immer viele Talente und viele auch, die vielversprechend sind oder waren. Ja, wie willst du es aufbauen? Ist schwer. Du musst irgendwie die Torhüter verleihen, ne? Aber dann auch irgendwo da, wo sie spielen, wo sie auch nicht nur die zweite Wahl sind. Also ist schon sehr schwierig, weil wie willst du einen Torhüter bei uns aufbauen? Wir haben es ja noch nicht mal mit unserer Verpflichtung geschafft, ihm mal mehr wie ein Spiel zu geben. Ja, ist halt natürlich nicht so einfach. Erst recht, wenn du dann gerade diese Situation hast, wie wir sie gerade haben in der Bundesliga, wo du keinen Fehltritt erlauben kannst und so weiter. Schwierig halt. Sehr schwierig. Wird auf jeden Fall die kommenden Jahre oder sagen wir mal nächstes Jahr eine sehr interessante Personalie werden. Also ich persönlich gehe aktuell davon aus, dass wir dann, wenn Neuer dann irgendwann vielleicht nicht mehr das Niveau hat und trotzdem noch spielen will, nochmal wechseln wird. Ansonsten wird es so sein, dass wir einen gestandenen Torwart verpflichten werden, gehe ich von aus. Es sei denn, wir werden einen Trainer da haben, der richtige Bowls hat. So wie es damals auch ein Van Gaal hatte mit Kraft. Ja, schwierig. Ne? Aber der Goalie, der dann da ist, der dann auch mega Talent hat, tritt aber natürlich auch in Fußstapfen rein, die musst du halt auch erstmal ausfüllen. Ne? Also, das wird super schwierig werden, ja. Ich bin sehr gespannt drauf.
Aber bisher haben wir es ja trotzdem immer hingekriegt. Ne? Also wie gesagt, Oliver Kahn war ja jetzt auch nicht irgendwie eine Nullnummer. Ne? Aber ja, es wird spannend zu sehen sein. Ja. Didi Meise, hallo Kai, kannst du mal erklären, wie man nach einer so langen Spielpause 13 Uhr gewinnen kann? Stichwort ist natürlich das Spiel gegen Frankfurt. Naja, es bestätigt ja nur, dass die 10 Tage Pause gegen Frankfurt nicht der Grund waren. Oder vor Frankfurt nicht der Grund waren, dass wir da 5-1 untergegangen sind. Ja. Was ja auch lächerlich wäre, wenn das der Grund gewesen wäre. Deswegen sind da ja auch immer noch diese gewissen Kopfschmerzen. Ne? Weil man immer irgendwo diese Befürchtung hat, dass es jederzeit wieder passieren kann, so ein Spiel. Ja, aber auf der anderen Seite ist es dann auch vielleicht der Kitzel so ein bisschen. I don't know. Wenn du solche Spiele nicht drin hättest, wärst du ja sicher, ja, alles gut. Ne? So hast du immer den Kitzel, ach, es könnte jederzeit so passieren. Ne? Wir werden sehen. Peter, im Grunde haben wir dort weitergemacht, wo wir in Stuttgart aufgehört haben, zumindest vom Ergebnis her. Kimmich sehe ich auch bei einer 3. Ja, gut, die Spiele können wir jetzt natürlich absolut gar nicht vergleichen. Ne? Stuttgart, der komplett das Gegenteil von Hoffenheim gespielt. Aber ergebnistechnisch, ja. Ansolian, frohes Neues erstmal. Frohes Neues erstmal. All in all war es ein gutes Spiel. Allem in allem war es ein gutes Spiel, sag ich mal. Ne? Zu 0 gewonnen und abgehakt. Was ich noch zu deiner Analyse ergänzen würde, ist die Sache mit den Ecken. Ich verstehe einfach nicht, warum Kimmich der Einzige zu sein scheint, der die Freigabe hat, Ecken direkt ins Innere zu treten. Alle anderen haben nur kurze Ecken getreten. Ich glaube, wenn man einem Sané oder einem Pavlovic da einfach mal den Rücken stärken würde, hätten wir da zwar echte Standardwaffen. Aber das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Wie gesagt, gutes Spiel und Rest in Peace, Franz. Ja, gibt's nichts hinzuzufügen. Also ich denke, Sané hat schon bewiesen, dass er gute Ecken schießen kann. Pavlovic hat es auch bewiesen. Ich denke, auch der eine oder andere sollte bei uns eine Flanke schlagen können. Ich denke da so an Fonsi, aber Fonsi sich ja meistens hinten ab, weil er super schnell ist und das macht Sinn. Die Debatte führen wir jetzt auch seit 1,5 Jahren. Ja, wir führen seit 1,5 Jahren die Debatte, warum Kimmich jede Ecke schießt, wenn es darum geht, die Ecke in den Strafraum zu drehen. Zwischenzeitlich war es mal so, dass ein Sané von einer Seite schießen durfte. Ich frag mich nicht. Ich bin nicht der Standardtrainer. Ich verstehe es auch nicht. Bricks im Korb war soweit ein gutes Spiel. Du hast das schon gut beschrieben. Frag mich nur, was mit dem Spiel passiert wäre, wenn wir es 1:1 gefangen hätten. Aber wäre Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Hätte. Wäre. Ja, wen interessiert's? So. Vielleicht hätten wir uns gekitzelt gefühlt und Harry Kane hätte 4 Buden geschossen. So. Vielleicht wären wir auseinandergebrochen wie gegen Frankfurt und hätten 3:1 verloren. I don't know. Wir wissen es nicht. Verdienter Sieg von uns. Ja, verdient war der Sieg auf jeden Fall. FC Bayern Fan forever. Hobby Rip Franz, Sieg 3 Punkte. Michael, schön, dass aus Korn Neuer Korn anderer als Neuer geworden ist. Manu 500 sagt alles. Joa. Gerard Berger, das zweite Tor in der ersten Halbzeit hat gefehlt. Wenn das gefallen wäre, hätte dieses Ballgeschiebe um den 16er nicht so genervt. Das ist richtig, dann hätte es nicht ganz so genervt, ja. Butterzucker, es ist kein Hansi-Flick-Fußball mehr, irgendwie Ergebnisfußball. Bin ein bisschen neidisch, wenn man Leverkusen sieht. Champions League wird spannend, mal sehen, ob die Mannschaft Charakter hat und sich durchbeißt. Ja, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir Fußball à la Leverkusen oder à la Stuttgart bei uns sehen. Bin ich auch ratlos, Leute, sage ich euch ganz ehrlich. Schon schwierig, dass ich sagen muss, dass wir noch nicht so weit sind, Alter. Allein das ist schon wild. Ja? Weil der Kader spielt lang genug zusammen und so weiter. Ja, klar, einige Ergänzungen, aber keine Ahnung, wild. Und dass Tuchel jetzt ein Jahr da ist, sollte man jetzt so langsam, also jetzt gerade in der Rückrunde drauf bezogen, sollte man jetzt so langsam seine Handschrift sehen. Ansonsten wird es aber auch sehr schwierig, ja, dass man überhaupt ein Jahr braucht, um
irgendwie dann eine Handschrift zu sehen. Also, I don't know. Aber vielleicht ist das einfach Tuchels Handschrift. Das werden wir, wie gesagt, in der Rückrunde jetzt sehen. Aber ich denke, vieles hängt auch damit zusammen, dass Tuchel nicht die Spieler gekriegt hat, die er haben wollte und dadurch nicht seine Strategie spielen kann, wie er es will. Da haben wir uns ja sowieso oft dran gerieben. Die Mannschaft ist ja die ganze Zeit auf dieses 4-2-3-1-Gedöns seit Jahren quasi, seit Pep da war quasi. Ja, jeder Trainer, der da mal versucht hat, dran zu rütteln, irgendwas mal anders zu machen, haben sich ja gleich die Spieler quergestellt und bla und Sülz und siehe Nagelsmann, der das dann irgendwann versucht hat. Irgendwann hat das dann auch mal durchgekriegt, so mit Dreierkette und so weiter, aber trotzdem waren die Spieler dann nicht glücklich und das ist ein wildes Ding bei uns. Ja? Also von daher muss man da vielleicht einen Tuchel auch ein bisschen in Schutz nehmen. Und vielleicht hat Tuchel dann auch so gesagt, so irgendwie, nee, sehe ich nicht ein, dass ich jetzt hier wieder komplett so, obwohl er zum Ende hin ja trotzdem wieder auf dieses System gegangen ist. Ja, muss man ja ganz klar sagen. Vor uns hat er noch versucht, so mit einem Sechser und einem Achter, aber am Ende war es dann trotzdem wieder beide auf eine Höhe und so weiter. Keine Ahnung. Super schwierig, ne? Super schwierig mit demselben Spielermaterial irgendwie neue Systeme, neue Strategien bei uns zu entwickeln, hat man so das Gefühl. Und weil die Argumente sehr wahrscheinlich von Spielerseite sein werden, ja, wir haben das Sextugel gewonnen, warum sollen wir was ändern? Punkt. Weißt du? Könnte ich mir vorstellen. Gerald Berger, das ist eben das Kimmich-Problem. Der hat heute seine Position gehalten, das war in Ordnung, aber gut und unauffällig reicht ihm nicht. Naja, es hat ihm gegen Hoffenheim ja gereicht, anscheinend. Ich fand nämlich auch, dass er seine Position gehalten hat, ja. Chico hatte 5-mal im Spiel Tränen in den Augen. Auch jetzt wieder beim Schreiben, bin dankbar für die gute Leistung der Mannschaft, bin trotzdem traurig. Ja, das ist auch völlig okay. Ich habe auch die Tränen in den Augen gehabt beim Spielstand. Da darf man auch traurig sein. Und das wird auch die nächsten Wochen in Heimspielen sehr wahrscheinlich immer noch gegeben sein. Was ja auch gut ist. Man darf ja wegen sowas traurig sein. Casa war halt ein typisches Heimspiel, bei dem der Gegner über 90 Minuten mit 11 Mann im eigenen Strafraum steht und etwas Glück die eigenen Konter vergeigt hat. Die Chancen für Hoffenheim kamen alle aus dem Nichts, was aber nie 100% zu vermeiden ist. Manuel mit Glück und Talent immer am richtigen Fleck hätte sicherlich auch anders laufen können, aber am Ende ein absolut verdientes 3:0. Der scheint sich ja noch nicht herumgesprochen zu haben, dass es einen Sechser im Lotto gleicht, dass so eine defensive Taktik gegen die Bayern aufgeht. Was mir aufgefallen ist, dass Tuchel die Ecken wohl nicht mehr direkt ausführen lassen möchte. Macht natürlich Sinn, weil man so die Möglichkeit reduziert, dass man nach einer Ecke leichter in ein Konter läuft. Und dass Upamecano mit De Ligt im Rücken etwas lockerer nach vorne auftritt, was aber nur so ein Gefühl ist, das muss nicht unbedingt am Minjay liegen. Musiala fängt sich langsam wieder, er hatte bisher keine sonderlich gute Saison, scheint mit Tuchel-System wohl etwas zu fremden. Für Kane war das sicher auch kein Spaß, hatte permanent 2 bis 3 Gegenspieler auf dem Fuß, aber für ein Tor hat es trotzdem gereicht. Der Typ ist schon geil. Joa. Weiß ich nicht. Wenn man so die Spiele sieht, macht es schon Sinn, so gegen uns aufzutreten. Ja. Wenn du natürlich dann ein Tor nach einer Standardsituation kriegst, ist natürlich scheiße. Dass wir die Ecken jetzt so ausgeführt haben, war ja anscheinend nur Hoffenheim geschuldet. Ich bin gespannt, ob das jetzt ein legitimes Mittel sein wird oder ob das wirklich nur Hoffenheim geschuldet war. Werden wir sehen die kommenden Wochen. Ein Sechser im Lotto, ja, wie gesagt, wir tun uns halt schon schwer. Das haben wir ja auch dann gesehen, ne? Den Rest der ersten Halbzeit. Also das muss man ja ganz klar so sagen. Und auch generell die letzten Spiele. Aber ja, na klar, haben dann immer irgendwie eine Einzelaktion gereicht, um das Spiel halt offener zu gestalten. Ja, irgendwann, vielleicht hätte Hoffenheim jetzt noch bis zur 70. durchziehen können, irgendwann hätten sie dann aufmachen müssen. Auf der anderen Seite hast du dann Stuttgart gesehen, die wie wild angelaufen sind und wurden dann eiskalt ausgekontert von uns. Also ist ja auch nicht so einfach für eine Auswärtsmannschaft bei uns irgendwie aufzutreten, denke ich.
Ne? Machst du es so, machst du es so. Schwierig. Was mir aufgefallen ist, dass Tuchel die Ecken, ja, das haben wir ja gerade schon gesagt. Weiß ich nicht, ob das jetzt der Sinn dahinter ist, dass man nicht im Konter läuft, weil Opa, De Ligt und so, die sind ja trotzdem im Strafraum drin. Also wir stehen ja trotzdem komplett im Strafraum. Wir spielen die Ecke nur kurz, legen sie dann vielleicht nochmal nach hinten, spielen es dann nochmal quer vielleicht, aber es ist ja nicht so, dass die Innenverteidiger dann schon wieder hinten stehen. Ne? Also weiß ich nicht. Ich denke einfach, das habe ich ja auch schon oft gesagt, jetzt auf das Thema mit Opa und Min-Jae und De Ligt. Ich denke einfach, Opa ist um vieles stärker, relaxter, traut sich mehr zu, wenn er halt jemanden neben sich hat, der die Verantwortung trägt. Ich glaube, das tut ein Opa gut. Ich glaube, Opa ist nicht derjenige, der unbedingt, jetzt gar nicht, weil er es nicht will oder nicht kann, aber einfach vom Typ her. Ne? Wenn er vom Typ her da einen neben sich hat, wie ein De Ligt halt, der klar kommuniziert, ich mache das hier, ich bin hier der Abwehrchef. Ich glaube, das tut ein Opa unwahrscheinlich gut. Und dass das bei Min-Jae nicht gegeben ist, ob das bei Min-Jae noch kommen wird, weiß ich nicht. Er ist ein halbes Jahr da. Da kannst du schlecht sagen, jo, ich bin jetzt hier euer neuer Abwehrchef. Ja, ich denke, das ist mit ein Ding. Ja, Opa war halt super auffällig auch. Ja, und hat natürlich dann auch ein anderes Auftreten. Ich glaube schon, dass das damit reinspielt. Was gar nichts gegen Min-Jae sein soll oder so. Ja, aber ich denke, so oft werden wir das leider nicht sehen, diese Saison mehr. Also wenn das so stimmt, was man so hört. Ne? Dann ist es einfach so, dass ein De Ligt und ein Tuchel nicht warm werden. Wie du dann auch wo war das? Genau. So wie es auch bei Musiala, oder sagen wir es mal anders, mit Musiala ist ja irgendwie dann so die Kurve gekommen, wie du selber sagst. Ich hatte auch das Gefühl, dass Musiala nicht wirklich Bock hatte unter Tuchel. Ja. Dem System geschuldet, weiß ich noch nicht mal. Weil er spielt ja jetzt schon, oder mittlerweile spielen wir ja wieder das altbekannte System. War am Anfang, vielleicht wollte Tuchel da noch ein bisschen was ausprobieren, ich weiß es nicht. Aber ja, da gebe ich dir recht, ne, dass das ein bisschen gebraucht hat. Wie ich auch da schon sage, vielleicht auch da diese Golden Boy-Geschichte mit reingespielt und man weiß es alles nicht. Das ist ja auch immer schwer zu sagen. Ne? Was aber auch, was Musiala auch schon letzte Saison gesagt hat, er fühlt sich einfach aber auch wohler, wenn Müller mit auf dem Platz steht. Ja, und das ist auch immer so das Ding, was ich sage. Auch wenn Müller vielleicht nicht so einen super guten Tag gerade hat, aber so das Gefühl, dass er halt auch an Musiala dann vermittelt. Ja, ich glaube, das ist auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Ja, das sind viele, viele Sachen, die da, glaube ich, reinspielen. Und für Harry Kane, ja, natürlich hat er kein leichtes Spiel gehabt, wenn der Gegner so tief steht. Also, es war ja bei Levi nicht anders, ist ja bei jedem Stürmer so. Ja, und die standen ja so massiv da. Natürlich hat er 2, 3 Gegenspieler gehabt. Aber der hat trotzdem noch sich selber Schüsse kreiert. Auch die eine oder andere Halbchance. Also von daher, ja. Aber wie gesagt, ich denke, das sind viele Faktoren, die da so ein bisschen mit reinspielen. So bei Opa und auch Musiala. Auch Davis war halt stark verbessert. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Das wäre schön. Ja, bisher hatte man leider so das Gefühl, dass Tuchel die meisten Spieler eher schlechter performen unterm Tuchel wie besser. Aber halt trotzdem die Ergebnisse stimmen. Es wäre schön, wenn wir da einen Umschwung hinkriegen. Ich bin sehr gespannt auf die Rückrunde. Ich glaube, da wird sich ein bisschen was ändern. Und ja, warten wir mal ab. Gerard Berger, die Gegner sind ja nicht blöd. Die rennen nicht ins offene Messer, schon gar nicht, wenn es nur 1:0 steht. In die Halbzeit zu gehen mit nur einem Torrückstand lässt alles offen für die zweite. Und was hätte es auch geklappt, wenn wir den Ausgleich in der 65. Minute bekommen hätten? Wäre es schwierig geworden, den Schalter umzudrehen. Und auf sowas spekulieren alle Mannschaften, die nach München kommen. Es liegt an uns, diese Hoffnung zunichte zu machen, indem wir so schnell wie möglich den Sack zumachen. Ja,
Aber wie du gerade sagst, ist es dann halt auch nicht so einfach, den Sack zuzumachen, wenn der Gegner so massiv hinten steht, ne? Und das dann auch gut macht. So, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Markus, nach dem 1:0, Hoffenheim hatte 3 goldene Chancen. Die Verteidigung war nirgends. Das geht nicht immer so glücklich aus. Irgendwann gibt es dann nur noch 1 Punkt oder weniger. Wer weiß, wir können nicht in die Zukunft schauen. Gerald Berger, wir haben uns in der ersten Halbzeit komplett einlullen lassen. Wir dachten, das geht von alleine nach dem Tor. Das war wieder mal scheiß Ballbesitz, Fußball. Die erste gute Flanke kam in der 83. Minute beim Kopfball von Kane. Ja, und die kam von Kimmich. Ich wollte es nur noch mal sagen, Leute. Ich weiß gar nicht, ob wir uns haben einlullen lassen. Ich glaube einfach, man hat sich dann irgendwann so gefühlt, gedacht so, ja komm, drauf geschissen, Alter. Wenn die da hinten ihren Arsch nicht rausbewegen, dann tun wir auch nicht mehr, wie nötig ist. So ungefähr, weißt du? Vielleicht im Unterbewusstsein ist immer schwierig zu sagen. Markus, war kein berauschendes Spiel, aber 3 Punkte sind 3 Punkte und wichtig für den Meisterkampf. Jo. Gerald Berger nochmal. Zum Glück haben wir den Manu, das konnte aber gegen eine bessere Mannschaft nicht reichen. 3 so dicke Chancen gegen uns in 5 Minuten dürfen nicht passieren. Ja, ist vollkommen richtig. Leverkusen hat das nötige Dusel, um Meister zu werden. Ein Tor in der 4. Minute der Nachspielzeit. Ja, was heißt Dusel? Ne? Also, wenn das Spiel auf ein Tor war, 90 Minuten lang. Ich habe nicht viel gesehen. Ich habe das Tor gesehen dann, ja. Und jetzt ein paar Minuten habe ich gesehen. Ja, aber ein Spiel geht halt 90 plus Nachspielzeit. Punkt. Ja. Also, wer weiß das nicht besser als wir Bayern-Fans? Ja. Und woran liegt das, dass man ein Tor in der Nachspielzeit schießt oder dass man es halt immer weiter versucht? So, und das hat Leverkusen getan. Das haben wir früher oder das haben wir immer getan und haben früher halt dann auch manchmal die Tore erst in der Nachspielzeit gemacht. Ne? Und das ist halt was du brauchst. Und wenn du dann so eine Spiele gewinnst, denke ich, dann sieht man auch, dass die Mannschaft auf jeden Fall reif für die Meisterschaft ist. Von daher wird es eine spannende Saison werden, denke ich. Bernd Biesenkamp, 6er werde ich nicht holen, weil die Pavlovic haben, dann hast du Kimmich, Goretzka, Leimer, von daher haben wir genug Offensivspieler. Nochmal. 6er werden die nicht holen, weil die Pavlovic haben. Dann hast du Kimmich, Goretzka, Leimer, von daher haben wir genug Offensivspieler. Ja, aber was hat das denn mit den Offensivspielern zu tun? Das verstehe ich gar nicht. Also ja, ich gehe da mit. Einen 6er brauchen wir auch nicht holen, wenn wir wirklich die Eier hätten, auf Favorit zu setzen, was ich nicht glaube, dass Tuchel das haben wird, aber das werden wir sehen. Wenn du dann den 8er meinst, den will ich jetzt nicht unbedingt als Offensivspieler sehen, aber ja, klar hast du damit Kimmich, Goretzka, Leimer, selbst ein Guerrero noch dabei, sogar 4, ja, die 8er-Position spielen können. Also, da haben wir keine Probleme. Nö. Da bin ich bei dir. Und ich hätte auch kein Problem damit, wenn Kimmich den 8er gibt und Goretzka den 6er oder Pavlovic den 6er und Kimmich den 8er. Wäre doch auch mal eine interessante Konstellation zu sehen. Ist halt die Frage, ob wir das sehen werden, was ich bisher so gesehen habe, leider nicht sehe. Aber man scheint ja sich ein bisschen intern verständigt zu haben, von daher, vielleicht kriegt der Pavlovic seine Chancen. Wir werden sehen. Christian, die Vorgaben von TT lassen keine Kreativität zu, leider. Das ist halt die Frage, ob es jetzt die Vorgaben vom Tuchel waren, dass wir 45 Minuten auf die Mitte rennen. Wenn dem so ist, dann schwierig, ja. Keine Ahnung. Kann ich leider von außen gar nicht beurteilen. Gerald Berger, die nächsten 2 Spiele gewinnen und dann schauen wir mal. Danke, Kaiser Franz. Ja, die nächsten 3 Spiele, wa? Wäre schon gut. Snackmonster. Für mich Musiala und Manu 1. Chico. Jo. Kann jeder so haben, wie er mag. Was ein grottiger Kick erster Halbzeit von beiden Mannschaften. Harry Kane braucht definitiv eine Trikotgröße größer. Das muss es wohl eine extra Portion Plumpudding im 4 Jahreszeiten gegeben haben. Aber für 10.000 pro Tag kann man das schon mal machen. Was ist das denn für ein wilder Kommentar, Alter?
Der Kommentar. Naja, 3 Tore geschossen, 3 Punkte geholt, immerhin. Aber unsere Spielweise ist so bodenlos, das kannst du keinem erzählen. Ist das Mir Samir? Ist das der FC Bayern, so wie wir ihn uns vorstellen? Ich weiß nicht. Das ist alles irgendwie nicht überzeugend. Ja, das müssten wir echt aufdröseln, ne? Habe ich aber in dem Video getan. Also ich habe gesagt, was mir gut gefallen hat, wo wir Schwierigkeiten haben. Dass die gesamte Hinrunde nicht Bayern-like war von der Spielweise, abgesehen von 3, 4 Spiele, sehe ich ganz genauso. Und dass das nicht überzeugend war, dass wir Spiele durch Einzelaktionen gewinnen, sehe ich ganz genauso. Ich würde mir auch lieber wünschen, ich weiß auch, was du mit Mir Samir meinst, dass wir einfach mal mannschaftlichen Fußball spielen, Kombinationsfußball, dass man halt auch eine klare Strategie sieht, die die Mannschaft halt auch mitträgt. All das fehlt leider. Ich sehe ein paar kleine Schritte in die richtige Richtung. Ich bin gespannt jetzt, wie gesagt, auf Sonntag, das Trainingslager nochmal einen Stepper gibt oder ob das gar nichts gebracht hat. Mal abwarten. Aber ja, ich kann den Kommentar schon verstehen. Hier habe ich vergessen, das Herz zu geben, auch wenn ich den Kommentar nicht wirklich gerade verstehe. Aber gut. Wahrscheinlich möchte er sagen, dass Harry Kane dick geworden ist. Gerard Berger, was war denn heute los mit den Ecken? Sind die Hoffenheimer wirklich so kopfballstark, dass man Angst hatte, Eckbälle in die 16er zu spielen? Nee. Ich denke eher, dass man die Schwäche nutzen wollte, dass man, ja, wie wir das Tor halt gemacht haben von Musiala. Das ist ja das beste Argument, dass das geklappt hat. Das ist ja nach so einer Ecke halt entstanden. Ja, dass wir nicht mit Flanken spielen wollen, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Frag mich nicht. Ist ja nicht nur bei Ecken so, ist ja generell so. Hätte mir eine kreativere Choreo erwartet. Weiß ich nicht. Schwierig. Kommt drauf an, was man als kreativ erachtet und so weiter, ne? Vielleicht kommt da noch was. Die kommenden Spiele wird man sehen. Aber das Thema Fans hatten wir ja schon so ein bisschen, ne? Gut, kommen wir noch zu den Kommentaren aus der Pressekonferenz. What's up? Die ersten 10 Minuten waren die sehr unsicher. Dann war okay. Upa fand ich stark, außer in der 60. Da hat er sich 2 Eier ins Nest gelegt, aber da hat Manu die Kralle gemacht und fertig. Bilde ich es mir ein oder harmoniert Upa mit Delich besser als mit Minjay? Jamal auch stark? Nee, habe ich ja gerade schon mal erklärt, ne, wie ich das sehe. Sané war heute wieder top. Na. Sané hat immerhin beide 2 Tore vorbereitet, GB. Ansonsten sehr unauffällig, ja, bin ich bei dir. Aber weit davon entfernt, dass das Spiel an ihm vorbeigelaufen ist oder so. Ne? Torben, was erwartest du? Hoffenheim wird nicht auf Angriff gehen in München, obwohl sie es in ein paar Aktionen versucht haben, Druck zu machen und drauf zu gehen. Wenn Hoffenheim ausgleicht, wird es noch spannend. Man hat gesehen, dass Musiala technisch spielerisch Weltklasse ist. Ich erwarte gar nichts. Ja, wenn Hoffenheim so spielen will, wie sie spielen, wenn sie 90 Minuten im eigenen 16er stehen, ja, dann ist das so. Muss mir persönlich aber nicht gefallen. Ja, und wenn ich eigentlich die ganze Saison über anders auftrete, dann finde ich persönlich das halt schade, aber ja, wie gesagt, das habe ich ja nicht zu entscheiden. Oder da habe ich ja nichts zu erwarten. Ja. Aber ich denke ja mal, gerade die 10 Minuten, die Hoffenheim da hatte, wo sie diese 3 dicken Chancen hatten, haben ja gezeigt, dass wenn man sich traut, gegen uns was zu versuchen, man die Chancen ja bekommt. So, und dann verstehe ich das halt nicht. Auf der anderen Seite natürlich das Argument, dass wir uns super schwer tun gegen tiefstehende Mannschaften. Von daher gibt es da für beide Seiten Argumente. Fabulusk. Jakob Ost ist halt ein guter Mann. Ich frage mich echt, warum immer nur die gleichen alten Männer dafür ihre Zeitungen Fragen stellen, anstatt junge Leute, die mal etwas tiefer in die Materie gehen wollen. Ach so, du meinst wegen der super Frage.
Ja, aber da sitzen ja, das ist ja, also da darf ja immer jeder hinkommen, oder? Es ist ja nicht so, dass dann nur gesagt wird, du und du und du. Wenn da halt einfach mehr Reporter wären, wie du schreibst gerade, ähm, und die sich dann melden, dann wird es vielleicht auch mehr solcher Fragen geben. Ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, war das sehr, sehr erfrischend. Ne? Hobby, am Ende wird alles gut. Wir werden sehen. Letzte Frage, Max Jakob Ost vom Rasenfunk, bester Mann. Peter Linke. Ja, war auf jeden Fall, keine Ahnung, ich glaube mit der ganzen, obwohl wir hatten schon mal ein oder zwei hatten wir schon mal sehr gute Fragen. Aber das war auf jeden Fall mit Abstand die beste Frage. Ja, gehe ich mit. MOK geht mir nicht rein, wie die Abwehr in diesen wackelige 5 Minuten weiter so hoch stehen konnte. Ansonsten war das okay vom Einsatz. Die Taktik hochstehen, Pressing nervt. Barcelona hatte das beste Team mit dem Shit und die wurden demontiert, sobald Messi mal nicht Gott-Modus war. City macht es auch, aber tiefer und auch die hatten Spiele, in denen sie total demontiert wurden in der Champions League. Für die Qualität zu wenig Titel. Gegenbeispiel Zidane, Real. Ja, aber das ist ja unterm Tuchel eigentlich nicht unsere Spielweise. Ja, müssen wir mal ganz klar sagen. Also bisher war das nicht unsere Spielweise, dass wir so super hoch stehen, wie es unterm Nagelsmann noch der Fall war. Ich glaube auch nicht, dass ein Tuchel dahin will. Aber wenn natürlich ein Gegner sich so super weit zurückzieht in unserem Stadion, warum sollst du ihn dann nicht da vorne pressen, wenn du die Bälle eroberst halt? Und dadurch halt gar nicht erst in die Kontersituation kommst. Ja. Wenn der Gegner natürlich dann mehr Ballbesitz hat, mehr versucht da vorne zu spielen, da muss man halt die Qualität haben, sich dann in diesen Minuten umzustellen, ein bisschen tiefer zu stehen. Ja, da gebe ich dir recht. Christian Loch, und das, obwohl ihm die Vereinsführung sicherlich einiges über Pavlovic erzählt hat, dem TT aus Krumbach-Schwaben. Ja, wir werden sehen, wie es mit Pavlovic weitergeht. Ich bin selber gespannt. Bayern ist kein Ausbildungsverein. Tuchel hat überhaupt keine Zeit für großartige Experimente. Nur der Erfolg zählt. Abgerechnet wird am Saisonende. Lass den Mann mal in Ruhe arbeiten. Neben Alonso Streich, bester Trainer in der Bulli. I don't know, weiß ich wieder nicht, was du... Keine Ahnung, vielleicht ist das dein erstes Video, was du siehst. Es geht auch nie darum, dass wir ein Ausbildungsverein werden oder sein wollen oder... Aber was hat das damit zu tun, wenn da ein junger Spieler ist, der, wenn er spielt, in Spielen wie gegen Dortmund, Stuttgart, super performt, besser performt als die etablierten Spieler, die da spielen? Warum sollte man den Spieler dann ignorieren? Was hat das mit Ausbildungsverein zu tun? Also, ich weiß nicht, wie weit du dich mit der Materie auseinandergesetzt hast, aber jeden auch seine Meinung. Na, jetzt denken wir uns ab. Legion und Leverkusen war Wettbewerbsverzerrung. Was? Wieso war Leverkusen Wettbewerbsverzerrung? Weil sie in der Nachspielzeit das Tor gemacht haben, oder was? Wild. X, die letzte Frage, das war doch der Max vom Rasenfunk. Christian Loch, auf Schwäbisch sagt man, der Tuchel hat als Scheberle. Translation einen an der Waffel. Ja, wir wissen schon, was Scheberle heißt. Kai, sei ehrlich, du hast auch den Tuchel gefressen. Nee. Wild. Wild, dass mir sowas unterstellt wird. Frech. Frech, frech, frech. Briggs, gerade von dir. Wirklich frech. GB, also werden wir weiterhin Kimmich und Goretzka als Doppel-Null im Mittelfeld sehen. Ich könnte... Wir werden sehen. Vielleicht wird mehr gewechselt werden in der Rückrunde jetzt. Ja, wenn wir wieder dahin kommen, dass immer die gleichen 11 Spieler spielen, weil sie die etabliersten sind, dann könnte das passieren. Aber anscheinend hat Tuchel ja ein bisschen gefallen, zumindest an Guerrero auf 8 gefunden, also von daher mal abwarten. Absolute Frechheit der Ultras mit dem Plakat. Ja, fand ich auch. Ja, wieder mal ein Testkommentar durchgefallen wie letztes Mal. MV, ich finde deine konstant schlechte Laune ja herrlich. Symbolisch für das Bayern-Fan-Dasein. 13:0 man ist schlecht drauf. Ach ja, komm, kriegst trotzdem Herzchen, weil ich so schlecht drauf bin. GB, dass Schupo eingewechselt worden ist und kein junger Wilder, fühle ich nicht. Was soll das? Naja, wann wurde er eingewechselt, der Schupo? Ja? Also, Tell wurde vorher eingewechselt.
Ist doch alles gut. Wen hättest du sonst noch als Jungbildender als einwechseln sollen vorne? Von daher. 3:0, sowas geht gar nicht. Alles unter 15:0 ist übel und muss konsequent kritisiert werden. Neuer ist zweimal angeschossen worden. Ich lach mich schlapp. Ach ja, komm. Verpiss dich einfach aus diesem Channel, Alter. Tschüss. User, immer schwierig, wenn ein Trainer, der nie selbst auf hohem Niveau gespielt hat, aber so unglaublich klug ist, richtigen Bundesligaspieler im Fußball zu klären, wie er sich das vorstellt und wünscht. Und auch da, tschüss. Die einzige Birne bist du selber. Oh, jetzt haben wir 3 in Folge. Super, läuft. Marco Fose, ich kann dem Tuchel sein hohles Geblubber nicht mehr hören. Ja gut, das muss jeder für sich entscheiden. GB, Pavlovic ist fast schon eine Alternative. Hat Tuchel sie noch alle? Nein, hat er nicht. Pavlovic spielt jetzt schon viel besser auf der 6, als es Kimmich je gemacht hat. Das stimmt. So, dem kann ich nichts hinzufügen. Gut, Leute, das waren eure Kommentare. Oh, ich sehe gerade, GB hat einen neuen Avatar, oder? Den schon immer gehabt? Nee, ne? Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, habt eine schöne Restwoche. Wir hören uns Richtung Wochenende. In diesem Sinne, tschüssi.